Hirtenknabe von St. Kathrein. Der hütet Schafe Tag aus, Tag ein. Er muss sie bewachen, was soll er sonst machen? Der Hirtenknabe von St. Kathrein. Und alle, der Hirtenknabe von St. Kathrein. Und auf dem Berge von St. Kathrein zählt er die Schafe Tag aus, Tag ein. Da merkt er beim Zählen, es tut ihm eins fehlen, dem Hirtenknaben von St. Kathrein. Dem Hirtenknaben von St. Kathrein. Da lief der Knabe von St. Kathrein mit seinem Kummer zum Mütterlein. Er sprach, liebes Mütterlein, wo mag bloß das Schäfchen sein? Vom Hirtenknaben von St. Kathrein. Vom Hirtenknaben von St. Kathrein. Da sprach die Mutter von St. Kathrein: Du dummer Bengel, was fällt dir ein? Wie kann dir eins fehlen? Du kannst doch nicht zählen, du Hirtenknabe von St. Kathrein. Du Hirtenknabe von St. Kathrein. Da ging der Knabe von St. Kathrein in seine Kammer und schloss sich ein. Das hat ihn getroffen, er hat sich besoffen, der Hirtenknabe von St. Kathrein. Und noch uns all, der Hirtenknabe von St. Kathrein. Ja, so war das damals 1964 bei der Prinzenproklamation. 5 Katastrophen lang der Hirtenknabe von St. Kathrein. Und dann wurde auch noch jetzt von einem Alle-Waldläufer gesungen und vom Risotto Otto. Und es wurde immer Unruhe im Saal, es wurde geflöht. Und auch der WDR, der dann die Geduld verliere, der den Ton aufdrehe und der einen Kommentar inblende, ungefähr so: Meine Damen und Herren, wir sehen gerade sicher nicht die stärkste Nummer, aber bleiben Sie dran, gleich wird's bestimmt besser, denn dann kommt Ruhe der Herr. Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn, der zufällig Veranstalter einer gewissen Nostalgiesitzung ist, he noch bewiese, dass die Riläscherei mit dem Schnäuzer nicht ganz ausgestorben ist. He minge kleine Beitrag dazu, der Fütschesvöhler Tango. Irgendwo in Kölsche Wirtschaft im Milieu, und da ist jede Samstagabend schwer juchhe. Et komme staatsgemachte Kade aus dem Fädel und sich einen Dei an und mache schwer ob edel. Wer kein in der Jacket hat, der wird sich lehne und man schmält sich in der Haare Brillantine. Et wird Säckjes auf Kaviar verdrückt, zu später Stund kommt dann der allergrößte Gag. Denn dann tanzen sie der Fütschesvöhler Tango. Et
leihen der Eckers Stina und der Schwitzer an. Und et Stina Köpfe freut Jans Seise Backe, geht ihm da an, Jans Höschern durch a Bracke. Und so tanzen sie der Fütsches Föhler Tango, et leihen der Eckers Stina und der Schwitzer an. Da han jo Höldet Stina fast in singen Arm. Und dat kriegt Spaß, denn et hätte Röggel schon Wärm. Qualmanns Jupp, der sitzt an der Draht kommod. Für ne Kaschemme Mozart spielt der wirklich Jod. Jedes Mädchen findet singe Kavaleurs. Egal auf Fleischmädchen oder auf jetzt Schweres. Der Tango ist das Schönste für ne Fütsches Föhler. Und die Luft in dem Lokal wird immer schavöler. Mitternacht hält auf der Straße ne Daimler-Benz. Und in der Tür steht dem Stina singe Stenz. Und dann tanzen sie der Fütsches Föhler Tango. Et leihen der Eckers Stina und der Schwitzer Anjo. Und et Stina Kröpfe freut Jans Seise Backe, geht ihm da Hanjo, Jans Höschern durch a Bracke. Und so tanzen sie der Fütsches Föhler Tango. Et leihen der Eckers Stina und der Schwitzer Anjo. Da Hanjo hält Stina fast in singen Arm. Und dat kriegt Spaß, denn et hätte Röggel schon Wärm. Oh, nee. Meine Freunde, vor Ihnen steht wiederum ein Profi. Walter Oepen ist Puppenspieler am Henneschen-Theater und vertritt dort die nicht unbekannte Puppe des Schutzmanns Schneuzerkowski. Einen Mann wie Jupp Schmitz zu kopieren, das ist nicht einfach. Aber ich kann mich noch erinnern, zur nächtlicher Stunde, Jupp Schmitz hatte auch mal einen im Tee. Ging an Klavier und det spiele ob singem Dattelbaum. Am krummen Büschel steht in allem Prummenbaum. Prima Prümscher, prima Prummen hängen dran. Wer von ihm pflückt, der hätte einen wunderbaren Traum von dem prima, prima Prummenbaum. So, es verbietet mir der Anstand, weiter fortzufahren. Damit will ich Ihnen nur Jupp Schmitz zeigen, was dieser Mann alles für originelle Einfälle gehabt hat. Und deshalb sind wir der Meinung, ihm anlässlich seines 100. Geburtstages heute ihm auch neben Willi Ostermann, seinem großen Kollegen, diese Sitzung zu schenken. Und schließlich letzten Endes vertreten durch Walter Oepen, hast du großartig gemacht. Wir bedanken uns bei ihm mit einem dreifach kräftigen Kölle.